wenn ich diesen Trauermarsch höre, da könnte ich ja jedes Mal weinen. Das ist der Brautchor aus Lohengrin. Ja, der Richard Wagner, der hat das Leben gekannt. Der war selber zweimal verheiratet. Es ist doch etwas Merkwürdiges mit dem Heiraten. Da zieht man sein besseres Gewand an, wenn man eins hat, nimmt ein paar Zeigen mit, die stellen sich rechts und links auf, dass man ja nicht mehr hinaus kann. Dann kommt der Standesbeamte und fragt die beiden Leidtragenden: Ist es Ihr freier und ungezwungener Wille, mit dem Herrn so und so und dem Fräulein so und so die Ehe einzugehen? Dann sagen die beiden: Ja, ja, und schon sind's eingegangen. Mit diesem einzigen Wörtchen Ja ist eine ganze Welt von Poesie wie weggeblasen. Wenn das Brautpaar auf Standesamt geht und sie würden die Mienen der Leute beobachten, die ihnen begegnen, aber nur wenn einer heiratet, nachher, dann sieht er ja nicht mehr, dann ist er nicht mehr normal. Vorm Standesamt stehen sogar noch hauptsächlich die Frauen. Das ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass das zartere Geschlecht auch das grausamere ist. Und der Wagen. Zuerst kommt also der Wagen mit der Braut. Wenn die Braut eine Junge ist, dann heißt es, der Fratz auch schon heiraten, weiß noch nicht, aber wie man einen Kuckliff in die Hand nimmt. Weh, wenn aber die Braut nicht mehr ganz jung ist, dann heißt no. Die hat aber eine höchste Zeit gehabt, dass es unter Taumzimmer ist. Dann kommt der Wagen mit dem Bräutigam. Jetzt, das ist ja was für die Dame. Jetzt, da bringen sie. Der schaut aber kasig aus. Das kennt man, dass der Angst hat. Und wenn sie herauskommen, diese schadenfrohen Gesichter, dann sitzt das jungvermählte Paar im Wagen. Sie wissen nicht, was reden sollen. Er denkt sich, jetzt hat's mich auch erwischt. Und sie, jetzt kommt's mir nimmer aus. Die erste Zeit tun's dann, als wie wenn sie recht glücklich wären mitsammen. Aber das ist alles Komödie. Von dem Moment an, wo das Schöntun und zärtlich und Verliebtsein staatlich konzessioniert und sozusagen Pflicht ist, gibt's dann schon immer so viel ab. Das ist ganz spaßig. Wir Menschen tun am liebsten das, was verboten ist. Das haben wir geerbt von unseren Stammeltern. Glauben Sie, wenn im Paradies nichts gesagt worden wäre, wegen den Apfelbaum in der Mitte, die hätten nicht angeschaut, wo so viele andere auch noch drin gestanden sind, Maschansker und Salzburger Bieren. Aber bloß weil es verboten war, hat sie einen runtergerissen. Sonst sitzen wir alle miteinander noch schön kriebig im Paradies. Das wäre eine Wohltat, jetzt bei der Wohnungsnot und für Kleider gar nichts ausgeben müssen. Mit dem Feigenblattel kann man mit der Mode nicht viel machen, höchstens, dass man es einmal auf Seiten herhängt. Ne? Aber nun, jetzt ist schon verpasst, die Geschichte. Ich will Ihnen nun an einigen kleinen Beispielen zeigen, wie sich tatsächlich die Menschen ändern, wenn sie verheiratet sind. Vor der Hochzeit wird der Bräutigam doch mindestens einmal von der Familie der Braut zum Essen eingeladen. Die Braut hat dann angeblich gekocht, da kommt er aber gar nicht zum Essen vor lauter Lobhudeln. Bei der Suppe geht's schon an. Ach, wunderbar. Herrlich. Das ist eine Suppe. Mein Leben habe ich noch nie so eine Suppe gegessen. Und dann sagt sie, ach, du Schmeichler, du, ich habe doch gar nichts hineingetan, es wie 3 Pfund Ochsenfleisch und 1 Pfund Marknochen und 1 Pfund Leber und 1 Milch und ein bisschen Grünzeug und sonst habe ich gar nichts hineingetan. Dann sagt er, möchte man nicht glauben, von dem Bissel sei so eine gute Suppe, ausgezeichnet. Nach den Flitterwochen ist die Sache ein bisschen anders. Also da kommt er heim, er ist schon ein bisschen grantig, die Suppe wird am Tisch hingestellt, dann geht's an. Was soll denn das sein? Suppe, so. Ich hab glaubt, du hast Abspülwasser erwischt. Aha, Suppe ist es. Die war es ab. Vor der Hochzeit, wenn die Braut in einem Laden was einkauft hat, ein Parfümflascherl, ein Zahnbürstel oder irgend sowas, und er ist dabei und er sagt, komm Schatzi, lass es mir sagen. Nein, das ist nichts für deine zarten Fingerchen, ich trag schon. Nach der Hochzeit, wenn die Frau mal sagt, du, ich bin halt nicht gut beieinander, möchtest nicht so gut sein und möchtest mir ein paar Eimer Kohlen rauftragen. Was? Ich? Mit Kohleneimer? Über die Treppen laufen? Lass mich die Leute auslachen. Zumutung. Ich als unteroffisierte Reserve. Meine Damen, ist nicht so? Ja, das sagen Sie ja. Aber nicht nur die Männer ändern sich, auch die Damen werden ein bisschen anders nach der Hochzeit.
Vorher sagt die Braut, wenn an seinem Mantel ein Knopf ein bisschen wackelig stört ist, also ich kann deine Hausfrau nicht begreifen, dass sie dir so auf die Straße gehen lässt. Da ist doch gar nichts dabei. Ein paar Stich und der Knopf, der sitzt wieder. Da, wenn wir verheiratet sind, Schatzi, da muss der herkommen wie aus dem Ei raus. Und da, wenn ich die ganze Nacht bügeln und stopfen muss, das ist mir ganz geil. Aber da muss der herkommen wie aus dem Schachtel raus. Nach der Hochzeit, wenn der Gatte sagt, du teure Gattin, jetzt fällt mir an meiner Hosen ein Greif 4 Knöpfe. Jetzt wäre es dann in der Hand tragen müssen. Was sagt sie? Bitte? Da drüben ist Nadel und Faden. Brauchst du bloß Nein an. Vor der Hochzeit sagt die Braut, Schatze, das wird fein, wenn du abends heimkommst, gell? Dann hab ich schon warm eingeheizt. Auf dem Tisch steht dein Essen und Zeitung und Zigarren, nicht wahr? Und die Hausche richtig dahin. Und da schaue ich dir dann an, wie ein Heiligenbüttel. Nach der Hochzeit, wenn der Mann todmüd heimkommt, ist die Gattin gar nicht daheim. Auf dem Tisch liegt der Zettel und da steht dort: Der Käse liegt vom Fenster draußen, das Brot ist in der Schublade, wenn's der Bier willst, dann holst du eins. Heiz ein und stell ein Teewasser hin, ich komm um 10 Uhr nach Haus. Meine Herren, ist nicht so?